Gute Mittag, ich alle gut, schön, dass ihr heute dabei seid. Am Oktober letztes Jahr hat den Papst Franziskus für die katholische Kirche einen weltweiten zweijährigen synodalen Prozess oder synodalen, kann ich noch so W angelangt. An dem Wert geht es bei diesem W, wo sich die Gesamtkirche, das heißt inklusive der Basis, zusammen auf den Weg soll machen, für dann am Dialog einfach noch bannen und dann noch draußen Perspektiven abzuweisen, den denkst du Evangelium an den Mensch haut an dieser Zeit zu lehren. Oder vielleicht kann ich noch so besser zu lehren. Aber wir geben heute Mittel ganz gerne, wo wir von der Equipe Diocesen Synodal angeladen haben, das vorstellen, besonders am Hinblick auf den Dialog mit der Gesellschaft, und mit jedem, die bereit ist, sich an den Austausch mit dran zu gehen, also die Kirche am Austausch mit der Gesellschaft, mit den Menschen heute zu Lützeburg, weil hier sieht uns an diesem Weg auch ganz wichtig ist. Gleichzeitig profitieren wir auch davon, dass wir einen Weg, den schon an der Kirche ein Stück weit gegangen ging, ist, einen Blick drauf zu werfen, an auch mit dem Kardinal Jean-Claude Hollerich, wie das Synod entstanden ist, was dann hier in der Kirche von Lützeburg, wenn ich so will, dazu schon gelaufen ist, dazu wird Josie am Donner auch ein paar Worte sagen. Aber wir freuen uns also dafür von unserer Equipe, dass wir den Kardinal Jean-Claude Hollerich und noch den Jean Pütz, heute dabei haben, an zwei junge Frauen, eine davon, die da online gesehen, Sandy, und Rosa Maria, was auch beim Lancement von der Synod mit dabei wäre. Also sind ich ganz froh, es wurde gleich weiter zu richten und der Kardinal Jean-Claude Hollerich, den uns am Kontext von der Synod ein Stück weit an die kann man dran holen. Ein Synod, wo hier auch weltweit eine Schlüsselrolle wird spielen. Ja, ein Synod, das war bis 3 Wochen am Oktober, wo ein paar Bischöfe zusammenkommen, wo noch ein paar Spezialisten dabei sind, die Leute ihre Meinung suchen, wo dann ein Schlussdokument gestimmt wird, was der Papst dann überreicht kriegt, und dann möchte der Papst einen schönen Text draus. Und schon bei den letzten Synoden, über die Familie und Koppel, über die Juren, über den Amazonas, wurde gesehen, dass das nicht durchgeht. Dafür hat der Papst schon gefragt, dass eine Konsultation für die Runde sind. Wir sind an der katholischen Kirche nicht gewinnt. Das heißt, über Mariage, Ehe und Familie war das so kompliziert, dass wahrscheinlich kein Mensch etwas hat damit anfangen kann. Für die Jurensynod, da war es schon ein bisschen anders. Da sind ein ganz paar Juren der katholischen Universitäten, die ihre Meinung gesagt haben. Und die waren katholisch und nicht katholisch. Ne? Und da war dann noch eine Präsynod, also eine Jurenversammlung für und eigentlicher Synod. Und was die jugendlich gesagt haben, ist ganz wesentlich an den Text von der Synod mit angeflossen. Da waren Lützebäuer dabei, also wir waren mit vertraut. An der Amazonas-Synod, da gibt es ein Netzwerk vom Amazonas, REPAM. Und die haben die Synod wirklich vorbereitet. Und das Netzwerk, das heißt, da haben die indigenen Völker mitgeschafft, dass das wirklich ein Synod gewesen, die von innen nur übergegangen ist. Und das hat dem Papst so gut gefallen, dass das ganze Modell für Synod geändert wird. Weil Synod ist nicht just 3 Wochen im Oktober nächstes Jahr, wenn die Bischöfe zu Rom tagen. Mit Synod hat schon angefangen. Wir sind an der Synod. Das heißt, all das, was dir zu sagen hat, vom Positiven, vom Negativen, von Kritik, von Ausstoß, von Ideen, all das
als ein Deel von der Synod. Das heißt, dass ein Bischof kann nicht mehr seine Funktion ausüben, wenn er auf die Leute lauscht. Weil der darf, wo die Rallogo einen heiligen Geist kriegt. Und dann denke bei der Firmung. Und den Geist schafft Johannisch. Der schafft auch an mehr kritischere Marken, an Bemerkungen, an ihrem Lieften. Gott ist präsent am Leben von allen Christen. Und dafür ist schon das Logo von der Synod und der Weltsynod zu Rom ganz schön. Du gesagt den Frauen, Männer, Junker, Analer, mit einem Bengel, andere, die ein bisschen Misere laufen, und damit ist ein Bischof. Also nicht, der unbedingt 4 geht, mit das in die Matt geht. Und ich freue mich, ich war erstaunt, wie ich vom Papst die Rolle kriegte von einem Rapporteur General, einem Generalrelator von der Synod. Das heißt, das Synod schon angebunden an all Präparationen, an all Resultate, die herauskommen von der Synod. Und zu Rom ein grosses Sekretariat von der Kardinal Greg, der Sekretär davon ist, und eine Theologiekommission, eine Methodologiekommission, eine Spiritualitätskommission, die uns unterstützen, weil sonst kann ich das schon nicht machen. Und lo ist die Synod an den Diözesen, an den einzelnen lokalen Kirchen, und das soll national zusammenkommen. Weiß, dass das schon auf der diözesaner Ebene geschieht. Mehr andere Länder, die viel Diözesen haben, da könnt dann eine Zweitphase. Und da könnt eine Kontinentalphase. Die verschiedenen Kontinente, sozusagen, die schon verschiedene Kulturen haben, verschiedene Ideen kommen, verschiedene Appaaren, wo diese dann ausstrecken, und aus all dem heraus erwies dann ein Text für die Synod zu Rom, den letzten Teil von der Synod. Das ist etwas immens Schönes, weil ich merke, dass ich an der Mitte von einem Chantier stehe. Wir wissen noch nicht genau, wie die Kontinentalversammlungen werden ausgesehen. Sicher ist, es soll nicht nur Bischöfe sein. Es sollen Männer, Frauen von der Kirche auch da sind und mit aufstimmen. Wir wissen noch nicht, wie zum Schluss die Synod zu Rom zusammengestellt wird. Mit der Papst hat schon etwas gesagt. Bei der Kirche für drun war es schon so, dass just Männer, das heißt meistens Bischöfe, so 95%, a 5% vielleicht Ordensleit, Superiore von den großen Orden, da waren, die aufgestimmt haben. Der Papst hat also gesagt, dass alle Member, ob es Mann oder Frau ist, Stimmrecht hat. Und darüber freue ich mich, weil das wird für uns ein bisschen gelungen ausgesehen. Wir sind also eine Kirche NRW, eine Kirche am Wandel, an die Richtung, die geht bestimmt von der Basis. Wo die Basis findet, dass den Herrgott als Schrift für als Kirche zusammen hinzugehen. Merci für den Lucht. Also der Kontext, an dem wir diesen Prozess machen, das ist der Kontext von der Pandemie, das ist der Kontext von einer anderen Krise, die vielleicht ein bisschen am Hintergrund kommt aus Medien, aber trotzdem auch herausfordert, die von der Klimakrise, an auch nicht zu vergessen, all den sozialen Ungleichheiten, die durch die Krise permanent immer offensichtlich gehen. Und da muss ich sagen, dass sie nicht die einzige Herausforderung, die sich der Kirche stellen, aber auch die Herausforderungen, die innerhalb von der Kirche sich haben, und aber auch dabei zu stellen. Und das ist der Kontext, an dem den Papst Franziskus am Anfang jeden encouragiert, möglichst an der
katholischer Kirche, aber auch außerhalb. Und das ist auch von den Zielen von dieser Pressekonferenz, da deutlich zu machen, möglichst viel Menschen, Gruppierungen und dieser Prozess und dieser Befrohung zu beteiligen. Also es geht wenn ich das Stichwort so geht Inklusion, geht Partizipation an möglichst viele Menschen zu erreichen. Und das geht auch ein bisschen an dem Begleitschreibnis, was wir dann gekriegt haben, für das zu präparieren. Offensichtlich, wenn es um Partizipation geht, dann muss es über das rausfeiern, dann muss es können andere abzugehen, und selbstverständlich die auch zum Teil ganz andere Aussichten haben, weil es wir, so steht es doch, und ich zitiere das immer gerne, nicht gerade ein fruchtbarer Prozess, wann just die no gelauscht hat kriegen, die dieselbe Aussichten vertreten, wie mir sie selber schon haben. Es geht also darum, sich mit anderen Meinungen auch auseinanderzusetzen, und dafür möchte die Diözese diesen Konsultationsprozess sowohl in-house, also hausintern, wenn das so will, aber auch mit den Menschen und Akteure von unserer Lützeburger Gesellschaft, die bereit sind. Hier Sicht, hier Meinungen, hier Erfahrungen, hier Ideen zu wichtigen Themen von diesem Prozess zu teilen. Und eine von den zentralen Fragen, die wir auch besonders zu Lützeburg en avant gestaltet haben von unserer Equipe, weil wir denken, dass die wichtig ist, wie kann die Kirche mehr lebendig gehen auf diesem Weg von der Gemeinschaft. Und da sind, ihr werdet gesehen, wenn die Stunde der Questionnaire anguckt, sind durchaus eine Reihe kritisch Fragen dabei, die am Mittelpunkt vom Austausch können sein. Wie lebe ich an die Kirche ihrer Meinung nach? Was hindert dann den Aufbau von einer lebenscher Kirche aus ihrer Sicht? Wie offen ist das Kirche für die Leute, die Frauen, Probleme von den Menschen an unserer Zeit? Aber was hindert Menschen, sich darunter zu beteiligen oder sich anzubringen, wie gelingt es der Kirche aktuell das Hoffnungsbotschaft von Jesus zu leben? Und da können nicht Akteure sein aus der Zivilgesellschaft, von der Politik, von den Jugendbewegungen, von Umweltbewegungen, von gewerkschaftlichen Bereichen. Also selbstverständlich geht es doch darum, die anderen Religionsgemeinschaften, aber besonders die anderen christlichen Glaubensgemeinschaften auch mit anzubeziehen, auf diese Weg, weil die haben auch einen wichtigen Blick zu bringen, auf der einen Seite von außen, aber besonders dann, wenn sie quasi ein bisschen auch zur Familie, dann was Christentum anbelangt, gehören. Also es geht also, wenn ich es so will, bezeichnen, bewusst darum, keine Nabelschau zu betreiben und auch die Sachen abzugreifen, die uns ruhigedroht gehen. Manche Leute gesehen sich selber am Rand von der Gesellschaft, haben aber in der Welt immer noch eine Verbindung mit hier. Und auch da geht es darum, bewusst die umzuschwätzen und auch auf die mit zu lauschen. Und dafür freuen wir uns, wenn der Richtung das anguckt, werdet ihr doch gesehen, besonders da waren Einzelpersonen mitmachen, aber nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Kirche. An für der ganze soziologische Struktur von der zu Lützeburg Rechnung zu drohen, werden die frohe bei, die sich an Einzelpersonen adressieren, an verschiedene Sprachen sind die dann eben auch übersetzt gehen. Dafür sind wir froh, wie gesagt, wenn so einfach so für auf den Punkt zu bringen, Force vive de la Nation, ein Stück weit auch mitmachen, sich ein bisschen Zeit zu holen bei dieser Befrohung. Und geht nicht darum, für lang Rapporten oder Berichte zu verfassen. Darum geht es sowieso bei dieser Synod nicht, weil es geht darum, etwas wirklich zu leben und zu exerzieren. Und dafür kann es aber hilfreich sein, auch ein kurzes Statement zu sagen, auch wenn ihr doch vorgehen, ob ihr die nicht will oder nicht kann antworten, dann lesen die einfach auf der Seite. Und dafür haben wir auch einen Questionnaire, den offen genug ist an unseren Entwurf, den ihr auf kathol.lu auch downloaden kann.
respektiv auch darauf ausfüllen kann. Aber wir wollen dann auch die Organisationen vorbausen noch der Bierden, dat bis zum 31. März zu summen dann, oder die das wollen, ranzureichen. Der Konsultationsprozess innerhalb von der Kirche wird ein bisschen wie lang dauern, lebt von Januar bis April, inklusive wollen auch explizit treffen a kleine Gruppen vier gesagt für sich dummer der auseinander zu sitzen und dadurch ein Stück weit zu leben. Schwatzen mit Mädchen nur nach ein bisschen mehr darüber agon, aber Juren ubelang du hast Sandy und Rosa Maria, die auch nach aber darüber zu schwätzen kommen. An die Stellungnahmen, an die Beiträge, die dann raggerecht gehen, die gi von eiser Equipe dann an enger Synthese zur Summe gefasst, an ihr se weitergelegt gilt auch heute zu Lützeburg an enger präsinodaler Versammlung am Juli dann eben noch 4 gelöscht. Und das ist ein Grundlehre zur Weiterentwicklung hier bei uns zu Lützeburg, aber dann auch darüber hinaus in Input zu geben. Fehlt nach aufschließend so, was sind die Herausforderungen, die es gilt umzugehen, egal ob es am Bandenleben von der Kirche ist oder auch darüber raus, für authentisch Antworten zu geben, ob ein von der Frage, wie sie zum Beispiel heißt, wie kann in Haut authentisch, aktuell die Hoffnungsbotschaft von Jesus leben. Und für die Mat zu invitieren, bin ich ganz froh, dass wir heute Jean dabei haben, Jean Pütz, für uns dazu zu summen anzuleiten. Ich wundere, dass ich heiße, ich bin extra am Zug von Köln angereist für Lützeburg, da habe ich dann drauf, für Lützeburg zu gratulieren, dass so enge Kipp Leute zusammengekommen ist. Der Jean-Louis hat das sicher als Maître de Plaisir zusammengestellt und ich fand das fantastisch. Und das wird zu Köln nicht möglich. Auch an Deutschland als ganz wichtig, der synodale Weg. Aber mit dem Kardinal, an so einen Kardinal, den sogar an den deutschen Nachrichten erwähnt ist, gerade los zusammen auch, weil sich eng Priester geoutet haben und so gesagt, sie wären sie wären homosexuell. Und ich fand das etwas, was ganz fantastisch ist. Wir wollen ja Menschen nicht völlig umkehren. Wir wollen sie nicht halten, wie sie sind. Und das ist der synodale Weg. Und nicht mengen. Ohne dass der synodale Weg erfunden ist. Ich bin ein großer Anhänger von Franziskus. Weil der Weggang ist von einer römischen Männergesellschaft an die Welt. Früher hatten wir nichts so, wir Gläubigen. Wir hatten zwar Probleme, aber trotzdem wir haben da länger gestanden. Und endlich bekennt sich die Kirche auch, dass es Gläubige gibt, die ihre Probleme haben. Ich habe selber ein Problem, ich bin am Fangehalt, am Status der Sünde, weil ich schon für dich mal eine Frage ganz lebt gehabt, schon sie bestört. Sie war sogar Protestantin, aber im Mund ist für den Katholizismus entschieden, weil mir sonst hätte ich aus der Kirche austreten können. Das war das allerletzte, weil ich schon dem Lützeburger Christentum ganz viel zu verdanken. Und dann habe ich aber dann nachher zwischendurch, habe ich dann ein wunderbar, die groß lebt, Italienisch Frage kennengelernt, an mir ist bestört, an lo geht es, lo darf ich noch nicht mal mehr den Eucharistie haben. Heimlich machen wir das, also das darf ich ja mal so. Fantastisch, Kardinal. Ich will gar nicht kommen, wenn nicht gewirrscht wird. Das wirklich, also ich verehre ich auch genau wie den Franziskus. Da die in der Lage sind, und ich denke, das von Lützeburg aus, und die hat ja auch eine Funktion zu Rom, dass von Lützeburg aus auch eine Nachricht ausgeht, auch von den ganzen wunderbaren Initiativ, die Stau Jean errichtet wird. Also ich fand, ich sage die Zeit, weil wir verlieren immer mehr Gläubige über das ganze Christentum. Aber das Christentum ist das Einzige, was doch die Menschenrechte nach garantiert. Und
für mich als eine Religion nimmen dann wirklich hat auch den Namen verdient, wenn sie Menschenrechte, die Menschenrechte, wo das Christentum an Aufklärung zusammengewirkt hat. Und ich bin ja Naturwissenschaftler, wüsste. Und da sind das natürlich viele Mengen, die sind Agnostiker gehen, weil sie damit nicht fertig gehen. Aber ich habe ganz viel Motivation, trotzdem Christ zu bleiben und zu hoffen, dass das Christentum nicht ganz verschwand. Und darin fand ich richtig. Und ich nenne mich ja an Deutschland Katholik 2.0, weil die großen Anhänger sind von Maria 2.0. Ich fand, dass Frauen genäht nicht nehmen, die selbst Recht haben müssen, sondern genauso intelligent sind. Auch übrigens Priesterin. Ich gebe gerne mich auch eine Priesterin offenbaren. Also ich hoffe, dass zu Rom die Männergesellschaft, und ich weiß, der Franziskus, der steht dem nicht geschlossen gegenüber. Er muss dann natürlich die ganzen Katholiken von der Welt berücksichtigen, das kann ich verstehen. Aber wenn wir eine Zukunft haben, Christentum generell, Evangelianer, ich so, wenn natürlich, also die darf man nicht ausschließen. An den Franziskus hat ja auch die Wedo gemacht, dass es ganz wichtig ist, dass wir sie alle integrieren und dass man da dem Christentum einen neuen Schub geben. Da will sie nicht kommen, aus Überzeugung. Ich bin Überzeugungstäter. Ja, auch die Kirche von Lützeburg, die hat sich auf den synodalen Weg präpariert. Und als erst hat der Kardinal Erzbischof Vollrich eine Equipe synodal zusammengesetzt. Hin und Leute gewählt aus unterschiedlichen Altersgruppen, mit unterschiedlichen Responsabilitäten an der Lützeburger Kirche, mit auch unterschiedliche Bindungen zur Kirche, mit einem unterschiedlichen Vécu mit der Kirche, an der Kirche, und mit unterschiedlichen Lebenssituationen. Und nicht alle schaffen sie bei der Lützeburger Kirche. Es kann so ein bunt gemischter Haufen. Matzen aus dem Leben repräsentativ für die Gesellschaft. Das mischt aus, dass wir viel unterschiedlich fühlen haben, die wir zusammen leben können. An regelmäßige Versammlungen, präsentiell oder per Zoom, leben wir die Wühen zusammen. Von Anfang an von unserer Arbeit gehen wir dann als Equipe synodal regelmäßig Newsletters raus, machen Online-Messagen für die Leute zu informieren, ganz einfach für die Synod präsent sein zu lassen oder präsent gehen zu lassen. Wir gehen begleitet von einem Gruppe d'Accompagnement, den es zur Seite steht mit Ideen und hilft bei der Planung von Projekten für den synodalen Weg lebendig sein zu lassen. So unterschiedlich wir auch sind, wir haben aber ein gemeinsames Freude, die es eint. Wie kann die Kirche zu Lützeburg mehr lebendig gehen? Der Boden an der Demarche ist, dass es eine spirituelle Demarche ist. Es geht nicht darum, dass wir Dokumente produzieren, aber dass wir, ob wir von Gott lauschen, ob wir nicht lauschen, Ideen entwickeln. Auch für Sachen müssen geheilt gehen, dass die zu Spruch kommen. Mehr, dass wir versuchen, positiv nur viel zu gucken. Der 17. Oktober war der synodale Weg lanciert gehen an der Kathedrale. Und von da aus haben wir versucht, mit Paaren, Gruppen, Einzelpersonen in Kontakt zu treten, für die Synod vorzustellen. Wir haben angeladen an verschiedene Paaren, an Dekanate, Gruppen, Movimenten, die katholischen Schulen, wo wir mit gut 150 Leuten bis jetzt geschwärzt haben. Es ging darum, den synodalen Weg vorzustellen, die 3 Schlüsselbegriffe Kommunion, Partizipation und Mission zu erklären und nur Leben zu sichern für diesen synodalen Weg. Das ist auch darum gegangen, für wer zu sichern, für die Demarche an den Paare konkret zu organisieren. Verschiedene Dekanate, die wurden von sich aus schon lebendig gehen, und die hatten ganz einfach selber schon Versammlungen organisiert, wo die Leute sich zu den Themen vom synodalen Weg ausdrücken konnten. Andere Dekanate, das wir noch ehrlich sagen, die waren ganz einfach mir reticent. Und neben der Arbeit vom Alltag reicht nur wer Gesicht, wie sie könnten und die Demarche gehen. Verschiedene Paare sind dann recht an der Planung, gesehen aber ganz konkret, dass die synodale Demarche nicht soll bei dem Beantworten von Fragen stehen bleiben. Wir sicher noch schon eine konkrete Wehr für ewig zu gehen, also von 4 ran über die Konsultationen von den Frauen rauszugehen, was immens positiv ist. Wir bieten Frauen an, die auf dem Vademecum vom Papst François basieren. Die Kirche von Lützeburg ist auch geschwärzt, ob vielfältig Art und Weise,
Gesellschaft ist so geschwart. Jo, schied verein, von Hirn oder sie füllt. Es wären dann noch schon Atelier d'Orientation am Centre de Formation diocésain ugebote gehen. 3 Stück waren es, en November an Anfang Dezember. Du hast die spirituelle Demarche viergestalt gehen. Et kon den eng Möglichkeit mat erlieven, wie ein so ein Deel von einer Rencontre de Consultation gestaltet kind. Et Guide synodal als ausgeschafft gehen vom Centre de Formation, wo auch Methode viergestalt gehen, wie ihr Kind vier gehen, für mit Leid zu schwätzen, für so unschwätzen zu kriegen, für auch zu lauschen. Da waren noch bis lo verschiedene Webinären. Den ersten, den 13. Oktober, mit der Schwester Nathalie Beccard und dem Père Frédéric Formos. Sie und Synodalität, wie der Papst François proposiert, viergestalt. Dennoch hat dann der Kardinal Hollerich die Equipe synodal viergestalt. Der letzte Mittwoch beispielsweise hat der Professor Gilles Routier, Membre von der Commission Théologique pour le Synode am Kader von einem Webinär, eine Konferenz gehalten, dans l'esprit du Synode. Er hat keinen Katalog von fertigen Ideen proposiert, aber er hat bis viergestalt, wie die Kirchkind liewig gehen. Aber er hat gesagt, dass wir alle auf einem Weg von Apprentissage wären, wenn wir synodale Weg wären. Wir alle müssten uns ändern. Und mit uns zusammen kann dann die Kirche sich verändern. Es ging nicht durchgehen, für nur strukturellen Änderungen zu rufen. Wir alle müssten uns mal an unserem Inneren ändern. Wir müssten bereit sein, an unserem Inneren überhaupt mal uns zu verändern. Wir müssten das wollen. Und dann, zusammen, könnten wir lernen, den synodalen Weg liewig gehen zu lassen. Oder das ist kein fertiges Produkt, wo es ein Rezept gibt dafür. Aber wir müssen alle zusammen entdecken. Und wir müssen uns innerlich drauf anlassen. Wenn wir das nicht machen, dann geht es nicht. Vielleicht ist der Weg so gut nicht immer einfach. Aber das ist auch viel mehr einfach, am Anfang immer nur strukturellen Änderungen zu rufen, am bestenfalls zu hoffen, dass die anderen sich ändern, wie dass ich mich ändern muss. Aber der synodale Weg ist auch ein Weg für mich. Der Weg ist das Ziel. Wir müssen für uns allem lernen zu lauschen. Und das ist ganz sicher interessant und wichtig für uns alle Guten ist, dass wir nicht nur mit Leuten schwätzen, die sowieso immer bei uns sind, aber auch mit den Leuten, die am Rand von der Kirche stehen, außerhalb der Kirche. Das ist immens wichtig. Kann ich nicht mehr seine Vue erweitern, von den anderen kennenlernt. Ich hatte im Webinar, wie die synodale Equipe vorgestellt ging, das Buch Die Täuschung von Norbert Lüdecke an Diskussion gebracht. Als Synod ein Manöver von der Kirche für zu machen, wie wir sie lauschen wählt, und entschieden machen die ganz Urwen. Nun, ich hatte damals gesagt, es leid uns all. Weil stelle ich mir all die froh, was ich selber ändern muss, wo ich lauschen muss, besser lauschen muss, für dass die Kirche mir liewig geht. Ich bin an die Konferenz vom Gilles Routier mit der froh mich selber rangegangen und ich bin noch nächstes Mal da rausgegangen. Auch die Predigt vom Père Hervé Pierre Guillot, der 4. Sonntag an der Kathedrale, gesehen ich als eine Motivation, wie ich schaffen kann, für das Wort vom Herrgott an den Zentrum von meiner Arbeit zu setzen, und besser zu lauschen. Am Centre de Formation gibt es viele Angebote, wo Konferencier versichern, verschiedene Themen zu belichten, für als eine Ouvertüre zu gehen, für als Diskussionen. Die anderen Relationen, an als Relation unter den Nähen, der Welt, Kraft vom Geist von Gott an der Lebt. Neue Ministerien an der Kirche, den 10. Februar zum Beispiel, das scheint mir tatsächlich interessant für uns alle. Zwischen Januar und April sollen Konsultationen an den Paaren, an den Gruppen oder als Einzelpersonen sein. Verschiedene Paaren haben noch regelmäßig eine Infoseite zur Synod am Paarblatt oder haben auf ihrem Site ein extra Teil für die Synod angerichtet, so dass die Leute aus der Paar Material und Ideen sehr fanden oder da fanden, wo sie tatsächlich gewinnt sind zu gucken. Jeder kann umweh sein. Etwas schon vieles geschieht. Aber dass wir von Mai bis Juli finden, was wir können als Synthese verschaffen, für Herrn No auf Raum zu schicken,
Dafür warte mir ob der Beitrag von Schiedregung von ihr. Schiedrin als herzlich willkommen. Ein wichtiger Teil von der Synod ist nur Lauscherin. Lauscherin ob Sicht von den Leuten. Für allem die Jungen spielen eine wichtige Rolle, weil mehr sind Zukunft. Ich meine, dass die meisten von uns ob man schon einkehr geduld tun, dass sich etwas an der Kirche ändern muss. Lo ist der Moment für das Änderungen. Jeder von uns hat seine Meinung über die Kirche. Und die Not bietet Möglichkeit, für das Meinung zu äußern und zu den Änderungen beizudrohen. Ich hatte Chance, dass ich an den letzten Wochen und einem Austausch für Jungen über die Fuhr von der Synod teilholen konnte. Nicht jeder von ihnen ist christlich. Und trotzdem waren sie all offen für eine Diskussion und haben ihre Meinungen und Sichtweise mal nicht geteilt. Sie erzählt, wie sie die katholische Kirche am Geschichtsunterricht erlebt haben, von der Gemeinschaft, die an der Kirche besteht, der Intoleranz, die sie entweder selber erlebt haben, oder von der sie hören haben, von der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und so weiter. Als erst hat jeder von ihnen seine positiv und negativ Erfahrungen sowie auch seine Ideen für Änderungen abgeschrieben. Und danach haben sie kleine Gruppen darüber diskutiert. Sie haben ihre Meinungsverschiedenheiten mal nicht geteilt und offen ein dem anderen nur gelauscht. Und genau das ist das Ziel von der Synod. Ein ob den anderen lauschen und zusammen eine Lösung finden, für die Kirche mehr modern zu gestalten. Verschiedene freuen sich vielleicht, wie die Kirche gerade auf die Jungen lauschen soll, weil gerade viele Junge sich nicht mit der Kirche identifizieren und quasi nicht an die Kirche gehen. Für mich ist die Antwort auf das Frage ganz klar. Weil ohne die Jungen gibt es irgendwann keine Kirche mehr. Ohne die Jungen gibt weder alte Traditionen aufrechterhalten, noch neue Traditionen geschaffen. Ohne die Jungen gibt es keine Zukunft. Und ohne zu wissen, was die Jungs sich von der Kirche wünschen und was sie von der Kirche brauchen, können wir ihnen nicht das anbieten, nur dem sie sichern und sie so an Gemeinschaft abholen, dass sie sich wohl spüren. Als Jung haben wir eine laute Möglichkeit, der Kirche als Idee mitzuteilen. Los als das Chance ergreifen, an einen Teil von der Gestaltung, von der Zukunft von einer lebenden Kirche gehen. Ja, also, Sandy hat so gut wie schon alles gesagt. Ich wollte doch mal ein bisschen etwas aus meiner persönlichen Erfahrung erzählen. Und zwar, wie ich gelesen habe, unter GMJ 2015 in Krakau teilzuholen, Journée mondiale de la Jeunesse. Und da muss ich auch sagen, das war wirklich eine unvergessliche Erfahrung, weil da war die erste, wo ich so großes Rassemblement von so vielen Jungen aus so verschiedenen Ländern einfach konnte treffen, mit denen man alle Sorten von Échange konnten haben. Jeder hat dem anderen wirklich etwas mal auf den Weg gehen. Und obwohl sie de Base nicht alle Gute wirklich gläubig oder das nicht wirklich praktiziert tun, wir waren einfach da. Das hat einfach so eine Kraft einfach da geherrscht. Und der Kraft hat jeder wirklich teilgeholt. Das war einfach ein Moment, wo wir auch gesehen haben, dass die Massen, also mit einer Facette von den Massen noch konnte wirklich erleben, wo sie so dynamisch waren, so lebendig, so, ja, einfach, wo nun wirklich auch gemerkt haben, die Jungen haben wirklich Frieden geholt, gläubig oder nicht gläubig. Und da waren noch die meditativen Momente natürlich, die nicht auszuschließen waren, wo jeder sich dann noch konnte, sich selber ressourcieren, wo einen persönlichen Échange mit Gott konnte tun. Was ganz wichtig war, wo ich auch Sandy gesagt habe, das war einfach auch, dass man es auch so wohl gespielt tun, weil jeder eine Vertrauensperson hat, wo sie nicht waren, nicht jugiert, für das, was die war, für das, was die nicht war, für was die gedurcht hat, die Mentalität, egal was das war. Einfach, ja, du hast nicht einfach auf seiner richtigen Platz gespielt. Das war einfach ganz wichtig. Wir waren alle für Gott zu loben. Es sind ganz viele Jugendliche aus dem Voyage rausgekommen, wo sie gesagt haben, ich will eine ganz andere Vision von der Kirche, eine ganz andere Vision von der Religion, eine ganz andere Vision voilà, vom Christentum. Und das tun sie einfach mal auf den Weg geholt. Und ich fand für die Jungen, dass das, was sie brauchen, ist einfach die Dynamik, die ganze Movement, das muss von den Jungen weitergeführt werden, weil wie Sandy auch gesagt hat, die Jugend, die sind Zukunft. Wir leben ja nicht all ewig auf dieser Erde. Die Jugend, die müssen das gewisse Movement auch weiterbringen. Und
ja, obwohl mal lo viel Trick op der Gymgilo zu kommen, obwohl man alle gut in enger Spruch geschwar tun, etwa etwas Bestimmtes, weil das immer verbunden wird an der Musik. Musik, egal ob wenger Spruch es war, jeder konnte sing Talente einfach devaluieren und das war einfach so ein Team, so eng Beziehung mit jeder. Das war einfach, ich kann Ihnen einfach nicht erklären, ich fand, das muss ich einfach erleben, für das zu verstehen. Und das ist wirklich wichtig, dass dadurch auch Lützeburg die Junge, dass dadurch ihnen halt bewusst ist, weil das war mir auch bis nicht immer bewusst, dass das noch möglich ist. Du nicht verstanden, okay, die Jugendlichen, die auf denselben Weg wie ich, die Gott löwe wie ich, die so auch ouvert d'esprit sind, die das einfach in ihrem Leben brauchen. Aber das ist noch ziemlich unbekannt. Dafür müssten durch mehr so Evenementen organisiert gehen, weil das sind einfach mal so dynamische Sachen, wo die Jungs auch zugehen. Das sind nicht mal normal Massen oder so Sachen. Und auch neuen Musikstil an der Kirche ranzubringen. Ich hatte Gelegenheit, Lancement von der Synode teilzuholen, wo ich auch mitgesungen habe. Du kriegst immer gute Feedback von Jungen, von mir Leuten, das hat einfach gefallen. Und ich fand, wir müssen uns auch darüber basieren, dann den neuen Lancement von der neuen Musik, von dem neuen Musikstil einfach rauszubringen. Und ja, wenn wir schon da gingen, da aufhängen, das ging schon vieles andere Menge. Merci für die Luisteren.